Teure Zuhörers, seid begrüßt. Was hört sich? In einem früheren Episode haben wir gespielt in Mysteriöser Mensch. Hat ihr getroffen? Wer ist der Mensch? Ob nicht, sagt sich nicht. Ich will euch geben ein Entfer. Aber koidem kol, in dem Episode, haben wir gar a chikave Thema. Jiddisch in Mexiko. Die Geschichte von der jüdischen Kehille in Mexiko ist voll mit interessanten Menschen und politischer Bewegungen. Tamara Gleason Friedberg ist eine Historikerin und eine Jüdischist von Mexiko. Sie forscht und schreibt wegen die linke Juden in Mexiko und die jüdische Presse. Sie hat reingeschickt sehr eine interessante Rekodierung wegen Jiddisch in Mexiko und ein paar von die jüdischen Schreibers dorten. Und sie hat vorgelehnt sehr ein schönes Lied von Yankov Glanzen, ein linker jüdischer Schreiber. A großen Dank, Tamaren. Lass mich hören, was Tamaren hat rekordiert. Ihr seid great? Gut. Lass mich hören ein bisschen Jiddisch. Prosti Jiddisch. Shalom Aleichem, euch allemen. Ich heiße Tamara Gleason und ich komme von Mexiko. Aber ich wohne derweil in London. Ich forsche die jüdische Kehille in Mexiko beschassen Churben. In Mexiko ist gewähnt eine reiche jüdische Kultur. Und man hat gelernt Jiddisch in Schules bis mit 20 Jahren zurück. Das heißt, Menschen in dieselben Jahren wie ich haben sich gelernt Jiddisch in Schule. Zum Badorn bin ich nicht gegangen in eine jüdische Schule. Ich habe sich gelernt Jiddisch ein bisschen bei der Boven, wo singt prächtig schön auf Jiddisch. Und, wie man sagt, ein bisschen wird ein voller Schüssel. Danach habe ich sich gelernt Jiddisch in Yivo, New York, und in verschiedenen Orten, weil ich habe gewollt forschen die bundische Bewegung in Mexiko. Ich verinteressiere sich in der Geschichte von die linke jiddischistische Juden, was haben gearbeitet zusammen mit die linke Mexikaner und andere Immigranten und politische Playteam. Schreibers wie Yankov Lanz und Yitzchok Berliner haben geschrieben schöne Lieder wegen Mexikos Natur, aber auch wegen Armkeit und kolonialer Unterdrückung. Ihre Verbindungen mit wichtigen mexikanischen Künstlern wie Diego Rivera und Alfredo Salce seien gewinn gut. Die beiden Gruppen haben gearbeitet zusammen und herausgegeben ein paar Bücher von jüdischer Poesie mit Zeichnungen gezeichnet von den Künstlern. Yankov Lanz ist geworden weltbekannt zulieb sein epische Poeme Colón, was hat erzählt die Meise von Cristóbal Colóns Reise durch die Augen von eine von die Jamleit, was ist gewinn a Jid. Rochel Rubenstein hat geschrieben einen wunderlichen Artikel wegen dem auf in Gewev. Und derweil forsche ich, was Glanz und andere Schreibers haben geschrieben wegen Mexiko und Churben in der Zeit von der Milchome. Ich will verendigen mit die Wörter von einem Lied, was Yankov Lanz hat geschrieben. In dem Lied hat beschrieben sein Liebe zu Mexiko. Wie schön das Land ist. Das Land, wo sein erstes Kind ist geboren geworden. Deine Berg und sonnige Tollen haben göttliche Moller bemollen, mit wunderlichen Farben, was wohl genug gewähnt zu sehen und sterben. Nur ich bin gekommen leben und trinken deine Schönheit nicht während ich mir und es besingen in mein jüdischen Lied. Ado ist mein Kind schon geboren, auf deinen sonnigen Schoß,
und der Fahr ist mein Freude so groß. Das ist das Lied von Jankev Glanz und ich hoffe, als ihr hat sich gelernt etwas und als es irgendwann interessant, seid mir alle gesund. Zuhörers, hat ihr erkennt den Mensch in unser Wer bin ich? Ein Mensch von Wien, was ist ein Linker und spielt jiddische Musik. Wer kann das sein? Der Mensch ist Isabel Frey. Ja, Isabel Frey ist ein Sänger und Musiker von Wien, Österreich, was ist auch sehr aktiv in politischen Bewegungen. Sie spielt alte jiddische Lieder und schreibt auch neue Wörter. Hat ihr gehört ihre Platte? Millennial Bundist? Sistake Kedai? Man kann lernen mehr wegen Isabel Freyen in sehr ein interessantes Interview auf Ingeweb. Ich will stellen eine Verbindung in einem Transkript. Und schon der Sof von dem Episode. A großen herzlichen Dank, Tamaren. Pesach kommt. Es kann sein, als ich will haben eine kleine Hafsocke. Wollen wir sehen? Pesach ist eine Zeit zu trachten wegen Freiheit und Befreiung. Vor allem. Ich hoffe, dass ihr werdet haben einen betätigten Pesach und ich wünsche euch alle ein gutes Jontef.